Ja, mir ist Faden, nicht Faden ist mir eigentlich auch nicht, ein Blödsinn ist übertrieben, aber irgendwie geht mir, wenn ich da früher zusammenkomme mit meinen Kollegen, halte ich mal meine totale, wie sagt man schnell, total radikale Morgenandachtspredigt halte ich dann in der Lagerhalle. Ne? Und es sind immer schon ganz neugierig, meine Kollegen, oder auch nicht, ich weiß nicht, ja, und spitzen schon die Ohren, wenn ich, sobald ich die Goschen aufmachen sag, es geht's mir alle am Arsch. Naja, einen Applaus kriege ich dafür nicht, aber es kommt dann gleich der Konter, wie halt die Papen oder schleicht die wieder aus oder was. Aber das gehört zu unserer Zärtlichkeit, zu unserer Kollegenzärtlichkeit dazu. Ne? So, naja, ich will über die Firma vergessen, ich will nicht zu viel über die Lagerhalle oder über einen Stapler daherreden, gar nichts, vergiss es, ich bin heute in Urlaub, ich bin ein Urlaubstag und ich will einfach nur genießen, da auf und ab gehen, ja. Aber jetzt tut mir schon der Arm weh, mit dem ich die Kamera halte, fang schon zum Zittern an. Ich schaue aber gar nicht so schlecht aus mit den nassen Haaren, oder? Außer die Schweinzangen, was man in der Früh hat, die haben ja Millionen, Abermillionen Menschen, haben, sei es egal, ob es in China die Leute oder in Afrika oder ich weiß nicht, in Südamerika oder in Norwegen oben. Ich glaube, in der Früh hat jedes Lebewesen, jedes menschliche Lebewesen, bei einigen Tieren habe ich es auch schon gesehen, auf jeden Fall so Schweinzangen, so geschwollene Schweinzangen. Und darum sicher, ja, das ist eine ganz besondere Beobachtung, wenn zum Beispiel Politiker oder irgendwelche Prominente ja, im Fernsehen eingeladen sind, ja, oder das aufgezeichnet wird, eine Ankündigungen oder wie sagt man schon, eine Ansprachen oder was, oder eine Meinungen, ja, da sieht man sofort, aha, so geschminkt können die gar nicht sein, so einen tollen Maskenbildner können die Politiker, die Promis gar nicht haben, dass man nicht hinter der ganzen Schmirage, ja, die Schweinsaugelviere schauen. Und die wollen es dann meistens solche Sendungen vertrauen, am Nachmittag oder am Abend, aber wir können es nicht verarschen, wie sie können das auch. Einen saurigen Blick. Gut, danke fürs Zuhören und wir sind guter Dinge. Ne? Ich auf jeden Fall, ich freue mich schon. Und wenn man wirklich ein bisschen fad ist, zum Beispiel im Radio, ich spiele es nicht gescheit, im Fernsehen auch nicht, Internet geht mir am Arsch, dann reiße ich mir halt an oben, mein Gott, da bricht halt die Welt zusammen, oder ist doch besser, sie an oben reißen, ja, oben schwarteln, als sie vielleicht mit den Gedanken hegen, zum Beispiel, wie die Atomkernenergie noch verbessert werden könnte. Atomkernenergie,